Wunderbar. Sind ihr wach? Online auch wach? Ja. Ich möchte beginnen mit einem Witz. Ein Missionar in Afrika sieht sich plötzlich von einem Rudel Löwen umzingelt. Die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt er auf die Knie, schließt die Augen und betet: O Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade. Mach, dass diese Löwen jetzt zu Christen werden und sich auch so verhalten. Als er wieder aufblickt, sieht er ganz erstaunt, wie die Löwen im Kreis um ihn herumsitzen und die Pfoten gefaltet haben und beten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wir machen heute weiter im zweiten Teil unserer neuen Predigtreihe Lebensstil Jesus. Wir haben letzten Sonntag gestartet und Raphael hat es schon erwähnt. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was heißt es nicht nur an Jesus zu glauben, sondern ihm auch nachzufolgen. Und falls du die Predigt vom letzten Sonntag verpasst hast, bitte hör dir oder schau dir sie nochmal an, weil ich habe dort die Grundlagen gelegt für das, was heute kommt und auch in den nächsten 6, 7, 8 Wochen, weil wir jede Woche eine geistliche Übung miteinander anschauen, die Jesus vorgelebt hat und die wir versuchen als Gemeinschaft zu imitieren, weil im christlichen Glauben geht es nicht nur um Information, sondern um Imitation. Und heute geht es um die erste geistliche Übung. Seid ihr ready? Nämlich Stille und Gebet. Wer von euch liebt es zu beten? Hand hoch. Jetzt musst du aufstrecken, jetzt bist du in der Kirche. Alle Augen bitte schließen. Wer von euch liebt es? Nein, Spaß. Wer von euch hat Mühe beim Beten? Wer von euch wünscht sich ein besseres Gebetsleben mit mehr Disziplin und Tiefgang? Sehr schön. Ich fange an mit Good News und dann gibt es die Bad News. Die Good News sind, beten kann man lernen. Beten kann man lernen. Ich selbst habe mich früher nicht als Beter bezeichnet. Oft war ich abgelenkt, oft fehlte mir die Disziplin, dran zu bleiben. Ich wurde irgendwie mit anderen Gedanken gefüllt, was soll ich jetzt beten? Und dann war irgendwie Schluss. Ich möchte euch aber heute mitnehmen auf dem Weg, ein wenig meinem Weg, dass ihr teilhaben könnt, weil ich habe wirklich Gebet und Stille als eine Quelle für mich in meinem Alltag entdeckt, die mir so viel Leben gibt und die ich nicht für mich behalten möchte. Das waren die Good News. Du kannst beten lernen. Die Bad News sind folgende. Gebet und Stille sind heute als geistliche Übung mehr umkämpft als jemals zuvor, würde ich sagen. Die Social Media und Unterhaltungsindustrie schafft es unheimlich gut, unsere Aufmerksamkeit ständig auf einen Bildschirm zu richten. Sobald es einmal still ist, sobald wir eine Pause haben, sobald mal was nicht direkt Neues geschieht, zücken wir diesen Seelennucki oder Seelenschnuller für alle Hochdeutschen hier heute Morgen. Und wir schauen dort, was es Neues gibt. Und wir sehnen uns nach Erfüllung, nach Frieden. Und wir zücken diesen Nucki. Was gibt es Neues? Wer hat meinen Post geliked? Welches Reel und welches TikTok kann ich mir jetzt reinziehen? Und wir verfallen diesem Doom-Scrolling. Und unsere Seele wird nicht wirklich ernährt dabei. Und ich möchte heute
über Gebet sprechen, aber einfach, um es klarzustellen, ich möchte heute nicht über die Art Gebet sprechen, bei der wir Gott um die Veränderung unserer Umstände bitten. Das ist eine berechtigte Art des Gebets. Gott verändert unsere äußerlichen Umstände manchmal, wenn wir beten, und das geschieht immer wieder. Wir glauben an einen Gott der Wunder. Nachher, nach dem Gottesdienst, wird hier vorne ein Gebetsteam sein und du darfst für dich beten lassen. Wir erleben immer wieder, wie Gott auch Umstände verändert. Aber diese Art von Gebet ist heute nicht im Fokus. Ich möchte heute über eine andere Art des Gebets sprechen, nämlich über eine Art des Gebets, bei der es nicht so sehr um die Veränderung unserer Umstände geht, sondern die Veränderung von uns selbst. Nicht einfach ein Gebet, bei dem es darum geht, was wir sagen, sondern mehr darum, wen wir dabei anschauen. Paulus formuliert das im 2. Korintherbrief 3, Vers 18 so: Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Paulus sagt, wenn unsere Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet ist, werden wir durch die Kraft des Heiligen Geistes verwandelt und Jesus immer ähnlicher. Jetzt ganz wichtig, Gebet und Stille als geistliche Übung machen dich Jesus nicht ähnlicher. Gebet und Stille erhöhen aber deine Aufmerksamkeit für Jesus, der dich dann ihm selbst ähnlicher macht. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Du kannst dich nicht selbst durch Stunden Gebet und Stille Jesus ähnlicher machen. Jesus macht dich durch die Kraft des Heiligen Geistes ihm ähnlich. Aber wenn du dich ihm aussetzt, wenn du in deinem Alltag ihm Raum gibst, wenn du ihn anschaust, wirst du in einem Prozess ihm ähnlicher. Nicht von heute auf morgen. Es ist nicht ein Gebet, das du einmal betest. Jesus, bitte, ich möchte dich jetzt anschauen und dir ähnlicher sein und dann bumm und dann bist du wie Jesus. So funktioniert das nicht. Jesus Ähnlichkeit geschieht, haben wir letzte Woche gehört, wie alle anderen geistlichen Übungen auch, durch Übung und Zeit. Ja, wir werden durch Gottes Kraft und den Heiligen Geist verwandelt. Aber wenn wir Jesus ähnlicher werden möchten, braucht das eine Implementation in unseren Lebensrhythmus, in unseren Alltag, dass es Teil wird von unserem Leben, dass Jesus ein fixer Bestandteil ist unseres Alltags. Und ich möchte es so deutlich sagen, wie ich es nur kann. Okay, seid ihr ready? Das, was du anschaust, formt dich. Und wenn du möchtest, dass die Unterhaltung und Social-Media-Industrie dich formt, dann schau weiter auf deine Screens, Stunden pro Tag, Stunden pro Woche, Monate pro Jahrzehnte, wie auch immer. Mach das weiter. Aber glaube nicht, dass du dabei nicht geformt wirst. Wenn du aber Jesus ähnlicher werden möchtest, und deswegen sind wir hier, wir sind gemeinsam als Schüler von Jesus zusammengekommen, als Jünger, dann geschieht das, indem wir Jesus anschauen, indem wir geistliche Übungen tun, Stille und Gebet praktizieren. Und deswegen verändert werden, weil Jesus uns dabei verändert. So. Und ich möchte das so praktisch wie möglich machen. Wie geht das denn? Wie implementieren wir Stille und Gebet als geistliche Übung in unserem Alltag? Und ich sage dir, dafür, wenn du das möchtest, braucht es Struktur, Formen und Regeln, die du dir selbst gibst,
die du diszipliniert befolgst, bis es Teil wird deines Lebensrhythmus. Heute muss mir niemand mehr sagen, dass ich die Zähne putzen soll. Das ist Teil meines Lebensstils, Teil meines Rhythmuses. Meine Eltern haben mir das beigebracht, ich kann mich nicht mal daran erinnern, aber das ist so fest Teil meiner Routine, Teil meines Alltags, dass es nicht komisch ist, wenn ich die Zähne putze. Es ist eher komisch, wenn ich die Zähne nicht putze. Das fühlt sich komisch an. Genauso kann es bei Stille und Gebet der Fall sein. Wenn wir das einüben, durch Struktur, durch Formen, durch Regeln, die wir uns selbst auferlegen, wird es Teil unseres Alltags, Teil unseres Rhythmuses. Vor ein paar Monaten habe ich mit meiner Tochter zwei kleine Tomatensträucher gekauft. Und wir haben die gepflanzt vor unserem Wintergarten in einem Topf. Das waren ganz kleine Pflänzchen. Und wir haben uns gefragt, wird das wohl was? Werden hier jemals Tomaten hängen, die wir dann auch essen können? Und wir haben gezweifelt, aber über die nächsten Wochen und Monate wurden wir positiv überrascht. Diese zwei Sträucher wuchsen und wuchsen und wuchsen und wuchsen und die ersten grünen Tomaten kamen und wir waren so begeistert, wow, Tomaten und so weiter. Und dann plötzlich hatten wir aber ein Problem. Weil dieser Baum wuchs und wuchs, also diese zwei Sträucherli wuchsen und dann mussten wir das stützen. Weil die Triebe so dick und schwer wurden und die Tomaten Gewicht addierten, dass diese Sträucher auf die Seite kippten und deswegen sind wir in den Keller und haben gesehen, Bambusstecken, haben die dort reingehauen, haben sie angebunden und so weiter. Und das Teil ist gewachsen und der Bambusstecken war zu klein, dann haben wir noch einen größeren genommen und dann sind wir in den Urlaub und haben gedacht, 3 Wochen, was geschieht mit unserem Tomatenstrauch? Und unsere Nachbarn waren so nett und haben einen kaputten Besenstiel in den Topf gesteckt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Diese 2 Sträucher sind so explodiert, die sind so hoch geworden und jetzt ernten wir jeden Tag Cherry Tomatli. Jeden Tag. Und es ist wunderbar. Und für mich wurde das ein Bild. Diese Bambusstecken, dieser Besenstiel sind Stützen für dieses Wachstum. Und genauso müssen wir geistliche Übungen verstehen, die wir implementieren in unserem Alltag. Genauso auch Stille und Gebet. Die Kraft für Wachstum liegt nicht in den Übungen. Die Kraft für Wachstum stammt aus der Verbindung der Wurzeln mit der Erde, den Nährstoffen. Aber dieser Tomatenstrauch kann sich an diesen Stützen orientieren. Es gibt ihm Halt. Es gibt eine Form, die das Wachstum begünstigt. Und so ist es genau gleich mit geistlichen Strukturen und Übungen. Regelmäßiges Gebet und Stille verändern uns nicht. Ich möchte es nochmal sagen, weil ihr versteht mich falsch. Ich weiß jetzt schon, ich sehe es in euren Gesichtern. Diese verändern uns nicht, aber sie schaffen Raum, dass wir dem begegnen, der uns verändert. Und ich möchte euch mitnehmen in 3 Punkte heute, wie Jesus gebetet hat. Weil Jesus ist nicht nur unser Retter, sondern auch unser Rabbi, haben wir letzte Woche gehört. Und Jesus wird gefragt, wie betet man? Und er gibt ihnen folgende Worte. Matthäus 6, Vers 5 bis 13. Wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr es nicht machen wie die Heuchler. Sie stehen gern in den Synagogen und an den Straßenecken und beten, um sich von den Leuten zu zeigen. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Jesus kritisiert hier die Pharisäer als Heuchler, weil sie ihr Gebetsleben zur Schau stellen. Sie beten nicht wegen Gott, sondern damit sie Anerkennung bei den Menschen erhalten. Jetzt ganz wichtig, Jesus kritisiert nicht, dass die Pharisäer beten.
Jesus kritisiert auch nicht, dass sie gemäß einer Form und Struktur beten, weil nachher gibt er ihnen eine Form und Struktur. Was Jesus kritisiert, ist, dass wenn die Form wichtiger wird als das Gebet selbst. Und dann kommt es so, dass wir sagen, oh, unsere Formen sind so genial, wir vergolden unsere Stützen, wie bei diesem nächsten Bild, bei dem Tomatenbild, oder? Und dann geht es plötzlich nur noch um die Stützen. Wow, schau mal, wie ich beten kann, oder? Schau mal meine Struktur, schön quadratisch und goldig und regelmäßig, ohne Fehler, das ist ja wahnsinnig, wie der beten kann und so weiter. Und es geht nicht um die Struktur in erster Linie. Die Struktur unterstützt. Aber um das, was es geht, sagt Jesus im nächsten Vers. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das fasziniert mich, wenn wir das Leben von Jesus betrachten. Fällt auf, dass er so eine innige Beziehung zu seinem Vater im Himmel pflegte. Eine Beziehung. Eine Beziehung zu Gott. Die Form, die Strukturen sind wichtig zur Stütze. Aber es geht schlussendlich um die Verbindung zu dem wir beten. Schau, Gebet hat viele Vorteile, wirklich. Gebet hilft dir persönlich. Gebet verändert Umstände und so weiter, aber das Erste, was wir bei Jesus lernen können, das ist mein erster Punkt heute, ist, dass es um eine Beziehung zu Gott geht. Suche die Beziehung zu Gott, nicht zu dem, was er dir gibt. Das, was die Belohnung fürs Gebet, findet sich nicht einfach nur in der Veränderung von Umständen, sondern ist viel verborgener. Der Preis, die Belohnung für Gebet ist Gott selbst. Suche Gott beim Gebet als Grundlage absolut entscheidend. Psalm 73, Vers 28 sagt, mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Das Zweite, was mir beim Gebetsleben von Jesus auffällt, ist, dass Jesus sich immer wieder aus dem Trubel des Alltags isoliert hat und in die Einsamkeit gegangen ist. Lukas 5, Vers 16 sagt es so. Jesus zog aber sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete. Mit Betonung auf immer wieder. Siehst du den Rhythmus? Das war offensichtlich Teil seines Lebensstils, Teil seiner Routine, dass er sich zurückzog. Das Wort, das hier verwendet wird für einsamen Ort, ist Eremos. Das kann man auch übersetzen mit einem leeren Ort, mit einem wüsten Ort. So ist Jesus oft an einen See gegangen, dort wo er alleine war, oder in die Wüste, wo niemand und nichts ist. Warum ging Jesus an so einen Eremos? Weil es dort keine Ablenkung gegeben hat. Und Jesus ist hier unser Vorbild. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, hat die Ablenkungen in seinem Alltag minimiert, um vollen Fokus seinem Vater im Himmel zu widmen. Das ist der zweite Punkt. Suche Gott an einem Ort ohne Ablenkung. Wir lernen das von Jesus. Und wenn Jesus das nötig hatte, liebe Freunde, in einer Zeit ohne Social Media, ohne Bildschirme, dann haben wir es auch nötig. Such dir einen einsamen Ort, regelmäßig. Mach es Teil deines Rhythmuses. Mach es Teil deines Lebensstils. Weil wenn es mal ruhig ist und die Pause mich bedrückt und mein Seelennucki mich wieder zu sich zieht, dann lasse ich die Gefühle der Unruhe mal zu, lege mein Handy weg und richte mich aus nach Gott im Himmel. Ich habe mich am Ende letzten Jahres entschieden für das nächste Jahr, in dem wir jetzt sind. Ich habe gesagt, einmal pro Monat möchte ich mir einen ganzen Tag nehmen, der nur für Gott ist. Einen ganzen Tag. Steht so in meinem Kalender drin.
an dem ich mit niemandem reden möchte, an dem ich mein Handy ausgeschalten lasse. Ich gehe dann oft wandern in die Natur, ich besuche Kirchen. Ein Tag, an dem ich viel bete für euch, für uns als Kirche. Ein Tag, an dem ich viel die Bibel lese und einfach still bin. Und ich sage dir, das sind die besten Tage in meinem Monat. Erstens und auch die schwierigsten. Weil jedes Mal, wenn ich in meinen Kalender nach vorne blicke, sehe ich, oh nein, der Eremos-Tag. Ich habe keine Zeit. Nicht in dieser Woche. Ich habe eine neue Predigt am Sonntag. Und eine Sitzung am Donnerstag, die muss ich noch vorbereiten. Und das und das. Und meine To-Do-Liste überquillt. Aber ich habe es wie eingetragen und priorisiert, weil ich will Jesus bewusst, regelmäßig Raum geben. Und wenn ich mich dann überwinde, das zu tun, sind es die besten Tage, weil ich stehe morgens früh auf und denke, wow, Gott. Ich versuche so früh aufzustehen, bevor meine Frau wach ist, meine Kinder wach sind, dass ich nicht mit ihnen rede. Dann steige ich ins Auto und sitze da. Manchmal weiß ich gar noch nicht, wohin es jetzt geht. Und dann sage ich, Gott, ich freue mich so auf diesen Tag mit dir. Ich möchte dir begegnen, von dir lernen, von dir hören. Führ du mich, leite du mich. Das sind die besten Tage, wirklich. Ein anderer Eremos-Ort für mich ist mein ÖV. Ich fahre jeden Tag ÖV, 2 Stunden. Ich wohne in Ormelingen, komme hier hin. 1 Stunde Hinfahrt, 1 Stunde Rückfahrt. Die Leute sagen, wo wohnst du, Alter? Das ist so weit weg, warum fährst du nicht mit dem Auto? Ich sag dir warum. Ich hasse Autofahren in der Stoßzeit. Katastrophe, Stau, Gedränge. Einfach, ich bin nicht so entspannt und vielleicht ist das Autofahren für dich gut. Ich fahre mein Leben lang schon ÖV, mich stresst das nicht. Und ich habe mich entschieden im ÖV, meine 2 Stunden nicht mehr am Handy zu verbringen, wie 99% aller Menschen im ÖV. Ich habe mich entschieden, die Hinfahrt nehme ich mir für Gott. Das ist Teil meines Alltags geworden, Teil meiner Routine, wie Zähneputzen. Ich setze mich in den Zug in Gelterkinden, setze mich hin, schließe meine Augen, bin still, danke Gott für den Tag, bete, lese die Bibel. Eine ganze Stunde. Ich liebe das. Und es ist nicht mehr, und es ist krass, wenn ich das nicht mehr habe, ist es komisch. Wir waren 3 Wochen im Urlaub. Im Urlaub fährst du kein ÖV. Im Urlaub stehst du dann auf, wenn deine Kinder aufwachen. Und ich war nicht entfernt von Gott in meinem Urlaub. Verstehe mich nicht falsch. Aber meine Struktur war weg. Mein Rhythmus war weg. Und das lampte das Zeugs auf alle Seiten, oder? Der Tomatenstrauch in die Richtung, in die Richtung. Und ich habe irgendwie wurde ich geistlich wie unruhig und meine Seele war unruhig. Und ich habe gemerkt, mir fehlt mein Rhythmus. Meine Struktur, ich muss Pläne aushecken, wie ich diesen Rhythmus auch im Urlaub habe. Ich möchte dir aber die Frage stellen, als Jünger, als Schüler von Jesus, was ist dein Eremos? Was ist dein Ort, an dem du nicht abgelenkt bist? Wo widmest du Gott deine ungeteilte Aufmerksamkeit? Ist es dein Arbeitsweg? Es kann dein Zimmer sein zu Hause, deine Kammer, wo du alleine zurückziehst, dein Sofa sein. Über Mittag ist es auf der Arbeit 30 Minuten, bevor alle anderen da sind. Die erste Sitzung beginnt, wo du dir Zeit nimmst für diese Stille und für diese Gebetszeit. Beim Spazieren. Falls du keinen solchen Ort hast, dann finde solche Orte. Kreiere dir solche Orte. Schreib es dir ein in deinen Kalender und dann hat das Priorität. Dann ist das so. Lass es Teil werden deines Rhythmus. Und wenn du mal einen Tag verpasst, verurteile dich nicht selbst, weil es geht nicht um die Regel. Es geht um die Verbindung. Wenn du einen Tag verpasst, dann verpasst nicht den übernächsten. Fang lieber klein an, dafür regelmäßig, als
Ein Riesenschritt, der unrealistisch ist. Lass es Teil werden deines Rhythmuses, Teil werden deines Alltags. Und dann sagt Jesus, wie wir beten sollen. Matthäus 6, 7 bis 9. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Sie meinen nämlich, sie werden ihre vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Und jetzt lehrt Jesus ihnen das berühmte Vaterunser Gebet. Millionen von Christen beten dieses Gebet seit Jahrhunderten jeden Tag. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, dieses Vaterunser Gebet war für mich immer leer, mühsam, was für eine blöde Vorlage, so starr und da ist ist mir ja nicht authentisch, wenn ich nicht frei beten kann und so weiter. All diese Gedanken, oder, die wir in unseren Freikirchen so manchmal rumschwirren, oder, es muss immer frei sein und frei. Und nichts gegen freies Gebet, aber ich sage dir eins, dieses Vaterunser Gebet hat mich in den letzten Jahren in eine Tiefe zu Gott geführt, wie kein anderes Gebet. Dieses Vaterunser Gebet hilft mir, mein Gebet zu strukturieren. Jesus sagt, wie wir beten sollen. Und wir denken, nö, muss ich nicht ernst nehmen. Es ist ja nur Jesus, der das sagt. Ich will ja Jesus nachfolgen, aber wie jetzt sagt, nee, mach das selbst. Es hilft mir, mein Gebetsleben zu strukturieren, aber es ist mehr als das. Wenn wir uns an diese Struktur entlang hangeln, über Zeit nicht einmal versuchen, sondern teilwerden lassen, dann formt das nicht nur unser Gebetsleben, sondern unser Leben. Weil es ist so spannend, ich möchte mit euch kurz durchgehen. Das Vaterunser hat eine ganz spezielle und auffällige Struktur. Es beginnt mit Vater im Himmel. Geheiligt werde, das ist der dritte Punkt, bete nach dem Vaterunser Gebet. Geheiligt werde dein Name. Und es beginnt schon mit Vater, der Anrede, das hilft mir. Okay, Gott ist mein Vater. Noch bevor ich irgendwie eine Bitte zu Gott bringe, morgens im Zug, setze ich mich hin, schließe meine Augen, Vater im Himmel. Oh, ich bin sein Kind. Und manchmal fühle ich es mega und dann verweile ich bei diesem Satz und manchmal fühle ich es nicht, dann mache ich es weiter. Das ist eine Struktur. Und dann geht es weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das hilft mir nicht nur mein Gebetsleben zu sortieren, sondern auch mein Leben. Weil erst der nächste Vers heißt es, Vater, mein tägliches Brot gib mir heute. Erst in der Mitte des Gebets geht es um meine Anliegen. Aber das Ganze ist eingerahmt in Gottes Absichten, in Gottes guten Willen, in sein Reich, in der großen Vision, dass sein Königreich Realität wird hier auf dieser Erde. So beginnt das Vaterunser. Es nordet mich ein. Es hilft mir, meine Sorgen kurz auf die Seite zu legen und mich auszurichten nach ihm und seinem Willen. Gott, was hast du heute vor? Und das, was du heute vorhast, für das gib mir mein tägliches Brot. Ich verspreche dir, das wird dein Leben verändern. Es ist spannend, am Schluss geht es dann weiter. Das Gebet wird abgeschlossen, wieder mit denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Es fängt an mit Gottes Reich und seinem Willen und hört auf mit Gottes Reich und seinem Willen. Und wenn ich in Versuchung gerate, dass es wieder um mich geht, dann bete ich, erlöse mich vom Bösen. Führe mich nicht in diese Versuchung, wo es um mich im Zentrum geht. Und dann in der Mitte habe ich Zeit. Mein tägliches Brot gib mir heute. Bete ich meinen Kalender durch, mit welchen Leuten ich mich treffe, gehe ich wie meinen Tag durch. Es ist einfach auch, ich muss mich nicht um morgen kümmern, sondern um heute. So entlastend. Ich sage dir, seit ich diese neue Rolle habe als dieser Pastor hier, hat sich die Qualität meines Gebetslebens verfünffacht. Ja, nein, weil ich habe einfach mehr Probleme als vorher, aber ich kann einfach bitten, Gott, mein tägliches Brot, das, was ich heute brauche, schenk mir das. Erfüll mich mit deinem Geist und vergib mir
so wie ich anderen Menschen vergebe. Oh, hilf mir. Hilf mir. Ich möchte frei sein. Ich möchte kein verbittertes Herz haben. Vergebung im Zentrum. Dieses Gebet hat mein Leben, nicht nur mein Gebetsleben, sondern mein Leben verändert. Und ich möchte dir diese Challenge mitgeben. Bete anhand dieses Gebets. Wortwörtlich, wenn du keine anderen Worte weißt. Druck's dir aus. Mach's nicht auf dein Handy, dann bist du abgelenkt. Mach's irgendwo hin. Oder lerne es auswendig. Jesus gibt uns das als Stütze mit, als Form, in der Leben hervorkommen kann. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von meiner Frau. Ihr kennt ja meine wunderbare Frau. Und sie ist mir ein Vorbild, wenn es um das Thema Stille und Gebet geht. Marisa hat es selbst schon ein paar Mal in ihren Predigten erzählt, dass seit wir 3 Kinder haben, also nachdem unser 3. Kind auf die Welt gekommen ist, sie mit starken Stimmungsschwankungen zu kämpfen hat. Und wirklich 2, 3 Tage im Monat sind sehr dunkel, sehr düster, eigentlich depressiv. Und das ist immer noch Teil unseres Alltags, nicht mehr so schlimm wie damals. Es hat sich viel mehr eingependelt und wir wissen damit umzugehen und wir wissen, was auch hilft und so weiter. Aber das war keine einfache Zeit. Es war eine schwierige Zeit, aber meine Frau hat sich in dieser Zeit, in dieser Phase, sie hat ein paar Entscheidungen getroffen, die ich vorbildhaft finde und die eine krasse Auswirkung gehabt haben. Sie hat sich entschieden, dass sie ihre Ruhe bei Gott sucht und nicht auf YouTube oder Instagram. Sie hat sich entschieden, dass sie in der Mittagsruhe, wenn alle Kinder irgendwie am Spielen sind, hoffentlich, und nicht am Streiten, zieht sie sich in ihr Zimmer, ins Schlafzimmer zurück. Die Kinder wissen, Mama, darfst du nicht stören hier. Und sie liest dort ihre Bibel, sie betet, zieht das jeden Tag durch. Jeden Tag. Jeden Tag. Weil sie sagt, ich möchte meine Ruhe bei Gott finden. Sie hat sich auch entschieden, dass sie konsequent Sabbat macht. Übrigens eine der Übungen, die wir in ein paar Wochen gemeinsam miteinander genauer anschauen. 1 Tag in der Woche, kein Smartphone, kein Social Media, keine Arbeit, alles wird vorher oder nachher organisiert. Konsequent. Ich staune. Meine Frau, ich staune wirklich, wie sie das durchzieht. Sie hat sich entschieden, ich erziehe nicht nur meine Kinder, ich erziehe auch mein Handy. Und die Auswirkungen davon sind wirklich erstaunlich. Ich habe gesagt, die Probleme sind nicht einfach weg. Aber ich sage dir Folgendes: Zeit mit Jesus geht nicht spurlos an dir vorbei. Zeit mit Jesus färbt auf dich ab. Zeit mit Jesus hat eine Auswirkung in deinem Leben. In dieser schwierigen Zeit hat meine Frau auch durch ihre Transparenz und indem, dass unsere Kinder in den Kindergarten und in das Muckiturnen und so weiter gegangen sind, viel mehr Kontakte geknüpft zu Frauen in unserem Dorf. Alleinerziehende Müttern, mehrere dieser. Es ist interessant, irgendwie hat Gott das geführt und es war so spannend, in einer Zeit von ihrer Schwachheit konnte sie wie zur Stütze werden für diese Frauen. Und die haben ihr Leben mit ihr geteilt, waren offen. Und natürlich hat Marisa sie aufmerksam gemacht auf Gott und so weiter. Und es gibt viele tolle Geschichten, die ich jetzt erzählen kann. Ich möchte euch aber eine erzählen. Eine dieser Frauen, eine alleinerziehende Mutter, die wir dann auch unterstützt haben, als Familie immer wieder, ist der Einladung nachgegangen und ist mit uns in den Gottesdienst gekommen, ins ICF Basel-Land. Und der Worship begann, für die Frau war da alles neu, alles, oder? What? Der Worship fing an, wir sangen dieses Lied,
in dir ist Freiheit, Jesus. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der Text geht, ihr kennt es besser wie ich. Und die Musik begann und die Tränen liefen diese Frau runter. Und sie hat dann meiner Frau gesagt, das ist ganz spannend, in dieser Musikzeit habe ich dich ganz stark gespürt, Marisa. Und Marisa war so kurz irritiert und plötzlich macht es Klick. Die hat nicht mich gespürt. Jesus in mir hat sie gespürt. Die hatte einfach nicht die Worte dafür. Und später gab sie Marisa folgenden Satz, als sie das dann besprochen haben. Gott ist wie in mein Leben gekommen durch dich. Du bist wie Jesus für mich geworden. Mich berührt das so unheimlich in einer Zeit, in der es meiner Frau nicht gut geht, wenig Kraft hat, gibt jemand ihr das beste Kompliment, das du kriegen kannst. In dir habe ich Jesus gesehen. Du bist wie Jesus für mich geworden. Schau, Zeit mit Jesus färbt wirklich ab. Mach es Teil von deinem Rhythmus. Mach es Teil von deinem Alltag. Finde heraus, wo ist dein Eremosort, wo du Gott suchen kannst. Halte dich an Strukturen. Diszipliniere dich, bis es Teil wird deines Rhythmuses. Wenn du einen Tag verpasst, verurteile dich nicht, dann verpass nicht den nächsten oder den übernächsten. Aber lass es Teil werden von deinem Rhythmus. Mach dir eine Regel, mach dir eine Struktur, das, was für dich passt. Lern das Vaterunser auswendig, wenn es dir hilft. Ich empfehle es dir wirklich. Bete am Montag, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Nur das. Am Dienstag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Am Mittwoch, mein tägliches Brot gib mir heute. Am Donnerstag, vergib mir meine Schuld, wie auch ich anderen vergebe. Donnerstag und so weiter. Finde deine Form. Es gibt nicht die eine Form, aber ohne Form viel Spaß. Wirklich. Such dir eine Form. Vergolde sie nicht, aber halte dich an eine Form. Amen.